Guten Morgen und herzlich willkommen. An dieser Reihe von Kurzvideos über Demenz geht es heute um eine ganz wichtige Frage. Wie ist es mit den Prochen und Familienmembern von den Leuten mit Demenz? Für was spielen sie so eine große Rolle? Es wird geschätzt, dass rund 2/3 von Menschen mit Demenz noch an ihrem ursprünglichen Zuhause leben, an Zuhause betreut gehen von einem Familienmember. Das wären heute in Lützeburg über 5000 Familien. Und das ist halt möglich, solange es halt noch Zuhause geht. Fängt an mit kleiner Hilfe, aber ganz sehr gibt daraus eine Versorgung rund um Dauer, was natürlich auch Auswirkungen hat auf die Prochen, auf Familienmembern, ob hier Leben, ob ihren Alltag, ihr Beruf, und natürlich auch ob hier Ressourcen an Gesundheit. Muss ihn dann bedenken, dass Prochen eine riesige Arbeit machen, an ein wichtiger Pilier an unserem Gesundheitssektor sind. Auf was sollen die aufpassen, die Prochen? Die betreuen Prochen und Familienmembern, die sind oft stark beansprucht und sie sollen die Pflege und Betreuung von einer Person mit Demenz nicht unterschätzen. Das ist wichtig, dass sie ihre Ressourcen und auch ihre Grenzen kennen und erkennen. Es sollen sich auch vermöglich Hilfe und Unterstützung zur Seite holen und sollen sich auch Auszeiten ermöglichen. Weil nimmen, wenn einem selber gut geht, da kann sich auch gut um eine andere Person kümmern. Bien sûr. Wie eine konkrete Hilfe kriegt ihr heute zu Lützeburg? Es gibt heute zu Lützeburg eine ganze Reihe von Hilfsdenkstern und Denkstleistungen, Unterstützungsmöglichkeiten, die ihnen dann so gut tut. Also es fängt an mit den Services, die man daheim rufen kann. Das, was bekannt ist, den Repassuru, den Telealarm, Nachbarschaftsdenkster oder Transportservices. Dann kann ihn aber auch sich ambulant Pflege an Hilfsdenkster heimholen. Das sind dann professionelle Leute, die heimkommen und helfen mit der Pflege, mit der Hygiene, mit dem Wäschen, die auch können Medikamente geben. Und es gibt heute in Lützeburg eine Reihe von Resoen, die das proposieren. Und dann gibt es auch noch Tagesstrukturen, die heißen heute in Lützeburg Foyer du Jour, wo eine Person mit Demenz kann hingehen, am Tag, entweder einmal an der Woche oder ein paar Mal an der Woche. Und da geht die Mensch dann stimuliert, aktiviert, enkadriert, kann auch da essen. Und während der Zeit kann dann der Proche daheim dann Zeit für andere Sachen zu machen, mal Kommissionen zu machen, Sachen zu regeln, seinen Hobby nachzugehen oder auch mal selber zu rasten. Schön. Wir von den dann mal etwas dazwischen können, dann muss an Spital oder sich absentieren. Was für eine Möglichkeit gibt es dann für den kranken, demenzkranken Mensch? Es gibt an den verschiedenen Pflegeheimen Vakanzenbetten, wo dann die Mensch mit Demenz kann für Puttisch hingehen, an wo dann auch professionell gepflegt wird. Es gibt aber auch noch Familienkreise, wo die Prochen ihre Erfahrungen können unter den austauschen. Und dann gibt es auch Formationen, die Eltern zu gut tun, zum Beispiel über die Pflege oder den Umgang mit Menschen mit Demenz. Und eine ganze Reihe von den Services, die sind kouvriert von der Lützeburger Assurance Dépendance. Und wenn ihr da Fragen habt, dann sind wir am Infocenter Demenz natürlich gerne dafür, ihr zu renseignieren. Schön. Also es gibt schon Wunschmöglichkeiten. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten, aber es merkt, dass die Leute oft zecken, für sich die nötige Hilfe an das Haus zu holen. Oft meinen die Leute, dass sie alles eine Langmeisterin und das Ganze lang stemmen müssten. Oft könnt ihr noch ein schlechtes Gewissen dabei, dass sie nicht genug möchte oder dass sie nicht gut genug möchte. Also die Pflege von einem Menschen mit Demenz ist wohl eine große Herausforderung. Belastung hält effektiv zu bei den Prochen. Aber auf der anderen Seite machen sie aber auch ganz positive Erfahrungen. Sie können positive Sachen erleben, zum Beispiel am Zusammenhalt von der Familie, am Zusammenleben. Und dann kriegen sie auch ein ganz anderes Zeitgefühl und auch die Erkenntnis, dass es vielleicht wichtig ist, am Leben mehr Zeit für die essentiellen Sachen zu haben. Richtig. Was für Rat gibt es den Leuten mitgehen, die so nur einer Person mit Demenz bekümmern? Zeigt auf alle Fall nicht, ihr Hilfe an das Haus zu holen, und von den Möglichkeiten, die es gibt, zu profitieren. Renseigniert ihr auch, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an den Infocenter Demenz wenden. Wir helfen euch gerne. Ja, da wünsche ich schon vielmals merci. Merci.